Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag waar het wie bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij mijn lieve vrouw Heidi Giesbrecht. Voor die wat er niet kennen, ik glaube de meeste kennen er hier im Programm, aber zij is al sehr lang nicht hier was. So, hier im Ekran habe ich uns nur die Bank, oder man so sagen. So was schön. Ich sehe jeden Tag mit haar top, aber für die wat dat niet weten, we hebben 3 kinderen en dat jongste van die is nog 1 jaar. En zo is er niet zoveel hier im Ekran. Aber von der was mehr ran, nicht so? Ja, von daher will ich auch mal mehr dran. Okay, bien. Ja, schön, dass du hier bist. Gott hat die, was am Hort gelegt hat. Uns bei Taub, aber besonders die, die Gott einen Wies. Und das, was wir von der reden wollen. Kannst du mal sagen, was das ist? Ja, vor ein paar Monaten ging ich bei uns über den Hof und ich hörte eine ganz klare Stimme, wo Gott zu mir sagt, Vater und Mutter ihre. Und ich habe wirklich in der Bibel gecheckt, was die Bibel uns von dem Thema sagt. Und das ist wirklich so ein deutliches Thema, wo wir leben sollen und wo uns Leben wird anders werden, wenn wir das Gebot hartje worden, was Gott da zu Moses sagt. Das 5. Gebot von den 10 Geboten. Und das ist das erste Gebot, was auch noch ein Versprechen hat. Wir wollen lang leben. Wir wollen gut leben. Wenn wir unsere Eltern waren hier so. Ja, das ist ein Bibeltext, was du sagst, der ist 2. Mose 20, Vers 12. Und das ist, du sagst, das ist ein von den 10 Geboten. Das sagt, ihr, deine Eltern, den Vater und die Mutter, so dass ihr noch lang in das Land, wo der Herr und Gott und Jeff wohnen können. Und was mich sehr freut, ist, wo die Bibel abgeschrieben ist, weil wir, dass viele von den Sachen, die im Alten Testament sind, die waren im Neuen Testament frisch abgenommen. Und das ist eine von den Sachen. Ja, und das ist ein Wort für allem. Ja. Als du nu noch Eltern hast, oder du hast schwere Eltern, oder du kannst deine Kinder das wiederbringen, das ist ein Wort, das ist ein Prinzip, was wir einfach nur gehen. Das ist ein Gebot für die Familie, für die ganze Familie. Das schafft. Wenn wir das tun, wenn wir das unsere Kinder wiederbringen, oder wenn wir das selbst als Personen tun. Unsere Großkinder, unsere Primus, unsere Freundschaft, wem immer wir an uns haben. Ja, dann wollen wir ein gutes Familienleben haben. Krijg dit tekstwoord ook in Epheser 6, vers 1 en 3. Du sagst, waarom meestal zelfs je kinderen, jullie christen, vielleicht als jullie ouderen te je harken, willst du das Rechte te doen. Vader en moeder ihren. Du sagst, dat krijg wat je dat zegt. Wie dat eerste gebod, waarop God dat verspreken leed, dat die dat goud hebt, en du lang op ihr leven kost. Ja. So, dat is zo schijn te horen, aber dat is een principe, wat niet bloß vom Alten Testament geschrieben wird, dat is voor ons, voor die en mij, nu in deze tijd geschrieben. Zie, en ik zie me zeggen dat God heeft het te de mensheid gelaten, want hij de families einfach läuft. God läuft families, dat is God zijn plan. Wat passiert, wenn wir das nicht tun? Was passiert, wenn wir das brechen? Die Bibel sagt in 2. Mose 21, 17, wer seinen Vater oder Mutter veracht, der soll sterben. Gott gibt uns nicht mal das Leben, wenn wir das nicht tun wollen. Wir sollen sterben. Wie nur mit unserem Körper sterben oder unsere Seele stirbt von Beinen. Wir kommen einfach nicht mehr ertragen. Und hast du eine Geschichte, wo eine Person das getan hat und wo sie dadurch nicht gestorben ist? Ich habe eine Geschichte hier von einem Pastor in Rio de Janeiro, das ist eine Stadt in Brasilien. Er hat einen Blutsteck und er ist sehr krank. Der Doktor schrieb ab mit ihm und sagte, weil es wird von dem Haus kostet, sterben. Und das wird immer schlimmer und das kommt irgendwann bei der Lunge. Und eine Nacht ist er so schlecht dran und ein großer Engel kommt am besiegen. Die Bibel sagt, wie wenn wir als Christen sterben, dann sterben wir nicht allein, aber der Engel und Gott seine Soldaten, die kommen uns holen. Und der Engel kommt und er sieht, dass das ist der Engel, der mich mitnehmen will. Und er kann noch reden, er steht ab oder er bewegt sich im Bad und er sagt dem Engel, ich verbeide dir das, du kannst mich nicht holen. Ich habe meine Mama geirrt, ich habe meinen Vater geirrt, ich habe meine Großeltern geirrt, meine Onkels und Tantes.
du kannst mich nicht nemen, want ik ga dat doen wat de Bibel zegt. En de engel verschwingt en met dat ook nog de krankheid. So hij wijkt ganz gezond ab en hij leeft nog immer. Okay, So dat is wat passiert, wanneer we werkelijk dit gebouwd hartje. Sprecher ist immer war eine stehen in der Bibel, wo viel rot hat, viel Götter rot hat. Sprecher 20, Vers 20 sagt so, wer seinen Vater oder seine Mutter pflegt, dem Wort Madam in Liestren, dat lächelt gehen. So, das ist einfach. Dat is te eng. Erst weil dies dann nanje, das lächelt noch uit, so, das ist einfach te eng, das ist, lächelt ist das Hoopning in der Bibel viel mal, aber das ist jetzt wieder nicht so. Und du hast bloß einfach alles uit. Was kannst du von deinem Leben vertellen, Heidi? Wo du von der ersten Tag seine kost, dat du deine Eltern ihre kost hadden, dat du seine kost wel das Beste für die und du feilst das aber damals nicht ganz so. Ik kom me van een geschichte denken als ik 15 jaar was. Dan wilde ik mal een paar vrienden van mijn reis maken. Dat waren 2 jaren. En dat was een lange reis van over 1000 kilometer. En ze voeren met de baas te gaan en mijn ouderen zeiden dan op het mij, no, we worden die niet metloten, het leven het niet goed voor die. En mij broek dat hard. Mij deed dat zo weit dat ik niet met kan. En jaren jaren voeren. En nu, wo ich sich selbst nicht mehr sehe, kann ich das sein, wo Gott mich beschützt hat durch meine Eltern. Ich traf mich da noch mit meiner Jugendleiterin über das. Und sie sagt, es ist so fein, dass deine Eltern... Kannst du mir vertellen, wo das trafen wir, aber wo das passiert dann? Dat passiert eine Sinne, meine Amigas, meine Freunde, die fuhren mit der Baas zu gaan. Und ich stehe auch in eine Baas, aber wir fuhren mit der Baas nach einer Jugendstunde in der Stadt. Und ich weiß auch, ich kann nicht mal singen, ich kann nicht mal hören, was die Predigt wie und den Abend. Ich mein Hort, das war so zwei. Als ich einfach nicht mitgefahren war. Und ich ging in eine Babystube und ich war ganz eng und ich saß mich auf den Flur und ich hielt, was ich kann. Und dann kommt die Jugendleiterin daneben, das ist eine Krise. Und frug, was ist die, was bist du so verbrochen? Und ich vertelde ihr einfach, dass sie wieder gefahren und ich wieder zu sie bleiben. Und sie sagt, das ist so fein, dass du nicht mitgefahren bist. Weil Gott hat das nicht heulassen. Gott will die einfach beschützen. En veel kan ik nu verstaan, wenn ik zelfs naar mama zie. Ik beschütze ook mijn kinderen. Ik wil dat zij goede entscheidungen treffen. So von dir auch kostet das von seine dat wat gouden wie wat in ouder. Nog zeg ik dat weer wat zeggen. Maar wanneer man daar binnen is, dan blijft man. Mijn ouderen die geloven mij niet en die willen mij niet en dat is een straf. Maar ouderen die geloven, dan worden die beschützen van al die slechte wegen. Maar merken ouderen Fehler, dan is ouderen maken Fehler. Ouderen maken veel Fehler. Dat is plus zo. Ik als een mama maak ook iedere dag Fehler. Immer waarom maak ik Fehler an meine Kinder. Aber wir sollen nicht so groß sein, dass wir unsere Kinder nicht um Vergebung beten, wenn wir mal einen Fehler tun. Wir einfach können te ernst sagen, Mama hat das nicht gut gemacht und dass wir einfach um Vergebung beten. So, wie handelt nu aus dem Prinzip ein Gesetz, sogar im Alten Testament, dass wir voran mit der Ehre sollen? So, was sind Sachen, die wir nicht kennen? Was sind Punkte, die wir praktisch nicht kennen, um dass wir Ehre kennen? Das vergeben, weil wir unsere Eltern vergeben. Weil sie haben nicht alles recht getan. Sie sind auch bloß Menschen, weil wir ihnen vergeben. Und weil wir ihnen annehmen, so sie sind. Und das ist manchmal so schwer, weil sie sind eine Generation wieder. Sie sind alle 20, 30 Jahre älter als wir. Sie sind ganz anders groß geworden. Man hat ihnen ganz anders abgetragen. Und weil wir ihnen aber annehmen, so was sie sind. Was zu sagen, wo wir das filmen, wie was, ich meine, als Tautkijkers, wir sind beide in de 30 jaar, ik geloof vielleicht ook al eentje van ons, wir sind 2 oudjes wat hier vertalen. Aber es gibt Menschen, die noch alle sind 30 und wir haben beide Ältere, die sind all in das 60 Jahre, bald 70 Jahre. Und dann gibt es noch mal so, dass zum Beispiel, dass Ältere, die Generation sich nicht so gut mit dem Phone verstehen. Und ich weiß, wo zum Beispiel, das ist nicht, dass wir nicht irgendwie mehr aufrennen, aber zum Beispiel ihre Mann, also, die versteht sich da nicht so gut mit dem Phone, die Nummer nennt zu sprechen, also, und dann haftet das auch so viel in die Frau, nicht so? Und deswegen passiert das nach Waren. Dann kommst du nach Waren und fragst, wo mache ich das Nummer hinein?
En dat hield zich vielleicht, dass man wieder nu rauf, weil uitschämen met het. Dat meine ich nicht. Ich will das einfach als ein Beispiel sein, dass wir aus unserer Generation, was wir dann jünger sind, wie man das dann einfach annehmen, dass die sind nicht in dieser Generation abgewachsen, was uns so leicht ist, im Phone zu nehmen und du alles bloß das so zu tun, als das soll. Wenn sie erst in einer Generation abgewachsen, wo sie andere Sachen gelernt haben. Und du willst kein Phone. Und du willst nicht ein Phone, aber das sind Sachen, die wir nicht verstehen. Eine Sache, die ich sage, weil wir uns nicht schämen mit unseren Eltern, was Gott uns gegeben hat. Eine andere Sache, die wir nicht kennen, ist, wenn wir entbehren, weil es für entbeten. Einfach zu Gott sagen, was wir feilen, wenn wir an unsere Eltern denken. Jeder Tag frisch. Und auch einfach horchen eine Ruhe. Einfach horchen, was Handzeug zu sein, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen. Einzige Menschen wollen alles allein entscheiden. Die bleiben sich, sie weiten alles und sie kennen alles. Weil wir eine Ruhe fragen, weil wir unsere Eltern fragen, was leben wir? Hoe hast du mal op een bijzondere steden nooit gevraagd? Ik deed mal, als wie mal angefangen willen te spazieren. Ik wil 30 jaar, en dan als ik dort in mijn leven aankom, muss ik dem einmal van het terminaal afholen. Dus wo de busstation is, wo de bussen aankomen. En ik nam mijn ouderen met. Een paar maanden later kwam die bij de airport. Ik had ook goed kunnen alleen voor, maar ik voel met mijn ouderen. Want ik geloof dat we zo'n wichtiger schritt in mijn leven, en waarom word ik eind niet dan aantrekken, dat zij kunnen poort zijn van dat. En ook een ander punt wat u zei van de reden is dat goede in de ouderen te zijn. Eenmaal, wanneer we een beetje een slechte ervaring hebben, vielleicht met onze ouderen, dan vangen we om bloos dort te zijn. Bloos al dat wat niet ganz so goed is en dat negatieve. En die versteht nicht dit, die kann ich aan, die kann mich nicht durchverstehen oder so. Er hat dort eine schlechte Entscheidung genommen. Aber wir können immer was Gutes sein. Was ist ein Dankbar sein. Nicht bloß Gründe, einfach dankbar sein. Und zu leben, das ist wunderbar wichtig. Wo kannst du das erklären? Na, das kann ich bloß erklären, wie sich selbst eine Mama sieht. Wenn ein Kind in einem sein Leben ankommt, dann läuft man dort. Du kannst eine schwere Geburt haben, du kannst, wo einmal das gewesen ist, mit der Schwangerschaft, man hat Zoutbrennen, man hat so viel durch. Aber wenn man erst das kleine Baby in der Hand hält, dann schält die Haut von Leben. Dann fräst du die, du hast mit dort in Haus fahren. Und du hast das Leben kennen, und das wird schein gehen, das Grote tragen, und seine, wo das Wasser hat, was sich dort entwickelt hat. Und die Leute, das ist die Bibel sagt, die Mutter, die geht euch die Weihe, und das ist nochmal so schwer, ein Kind auf diese Welt zu bringen. Aber wenn das erst da ist, dann läufst du dort, dann ist das wunderschön. Sí. En ook te respecteren. Ook wanneer du auch mal schlucken musst, aber einfach te respekten. Onze ouderen die hebben alle veel geopfert, dat we kunnen hier zijn. Ze hebben ons eten gegeven, hebben ons vielleicht schwer arbeiten. Jeder paar ouderen heeft een deel gedaan, dat we kunnen hier zijn waar we van jou zijn. So, weil wir einfach ehren, für wer sie als Person sind. Ich will zum Abschluss sagen, dass wir alle haben verschiedene Eltern. Jeder einer hat ein paar Eltern. Wir alle brauchen immer ein paar, und dass wir auf diese Welt kommen. Und leider ist das einmal so, dass einige von unseren Eltern haben uns nicht einen guten Weg gewesen. Ich bin dankbar, dass meine Eltern haben, aber ich weiß vielleicht, dass einige von ihnen nicht ein gutes Beispiel gewesen. Dat ja vielleicht sogar einige von ihnen, die nicht mal ihre Eltern kennengelernt haben, wenn ihre Eltern ihnen nicht wollen, wenn die ihnen einfach vielleicht weggegeben haben. Das ja von alles auf dieser Welt. Aber was ich sagen will, ich weiß nicht, wo deine Eltern von dir jetzt, aber was du sagst, ich kann meine Eltern nicht ehren. Ich will von dir ein Ding sagen, ihr und trotzdem. Ihr Gott, für das du Eltern hast, und ihr und. Ook wanneer zich dat zo speelt, dat helpt niet. Ik kan het niet hier, zoals je was zijn. Neem dat als een principe van de Bijbel aan in je end. Wanneer je het niet alle je hart gekost, wenn dat je een God is, dan moet je vielleicht zo'n weg aanslaan, maar je end trotzdem. Zo goed als je kost, je end met je leven, en doe met kost je God eren. Ik mag die God te zien wensen, deel dit programma met je vrienden, en we zien ons het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 599 77 88 4479.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.